Simbach am Inn, eine Kleinstadt an der österreichischen Grenze. Ein bisschen mehr als 10.000 Einwohner. Mittendrin der Simbach, ein kleines Bächlein, das friedlich plätschernd den Ort durchquert. Meistens jedenfalls. 1. Juni 2016. Seit Tagen regnet es. Bis zu 180 Liter pro Quadratmeter. Die Pegel aller umliegenden Bäche und Flüsse steigen unaufhaltsam. Der kleine Simbach kann die Wassermassen nicht mehr fassen. Es kommt zur Katastrophe. Eine fast 5 Meter hohe Flutwelle bricht durch den Ort. Das Wasser zerstört hunderte Häuser. 7 Menschen sterben. Haben wir verlernt, die Kraft der Natur richtig einzuschätzen? Oder bauen wir falsch? Ja, da ungefähr wird es gestanden sein. Sie war da unten nicht mehr. Nein, so ja. Ja. Da war unser Haus, dann war das Haus, wo die 3 Frauen ertrunken sind. Und der Dammnet, der war ganz da unten hinter unserem Haus. Also wir haben direkt 3 Meter neben dem Bach gewesen. Und wir haben das die ganze Zeit gesehen, wie der gestiegen ist. Und dann plötzlich, da war halt mein Mann noch im Keller drunten. Ich war damals nicht recht viel kleiner wie jetzt. Das Wasser schon bis da gestanden ist, war das eigentlich auch keine Option war. Und habe dann auch realisiert, dass das jetzt nicht mehr so lustig ist. Und ja, dann habe ich in kurzer Hand eigentlich gepackt. Das war das Gute, dass ich praktisch mit dem Keller aufgezogen habe. Und dann sind wir durch die Werkstatt durch und auf den ersten Stock. Else und Robert Seeburger mussten ihr Haus, in dem sie 47 Jahre gelebt und gearbeitet haben, verkaufen. Natürlich gab es hier viele Tränen zu Beginn. Ich muss meine Heimat, ich muss mein Haus aufgeben. Aber zuletzt hat dann wirklich der Gedanke gesiegt. Die Leute wollten zum Teil nicht mehr an dem bisherigen Platz bleiben, konnten nicht mehr bleiben und haben dann eingesehen, es ist besser, wenn ich es hergebe. Ich bin Klaus Schmid, der erste Bürgermeister von Simbach am Inn. Ich will meine wunderschöne Stadt künftig vor solchen Hochwasserkatastrophen schützen. Seit 2014 ist der gebürtige Simbacher Bürgermeister. Er weiß, der Klimawandel wird die Hochwassergefahr verstärken. Allerdings ist das Problem sehr viel älter. Doch die Menschen vergessen. Seit langem versucht sich der Ort zu schützen. Das erste Hochwasser ist dokumentiert im Jahr 1598. Meist ist es der wilde Inn, der enormen Schaden anrichtet. Immer wieder ertrinken Menschen in seinen Fluten. Im September 1899 steigt er so stark, dass der Damm bricht. Zwischen Inn und Zentrum steht das Wasser Meter hoch. Wiederholt wird auch der kleine Simbach zur Gefahr. Als schwarzer Tag geht der 1. August 1991 in die Geschichte der Stadt ein. Der Simbach wird zum reißenden Fluss. Nahezu das gesamte Zentrum ist überschwemmt. Auch 1999 und 2013 kämpft die Stadt mit den Fluten. Das Hochwasser 2016 kommt also für die Menschen in Simbach nicht völlig überraschend. Wir leben schon Generationen am Bach, sind auch Hochwässer gewöhnt. Aber so eine Katastrophe wie im Jahr 2016 haben wir hier noch nie erlebt. Aus diesem Grund muss man wach werden, was dagegen tun, die Bevölkerung schützen. Die Menschen sollen hier weiterhin sicher leben können. Dafür aber muss er herausfinden, warum das Hochwasser im Jahr 2016 überhaupt so katastrophal werden konnte. Unterstützt wird er dabei von Experten des Freistaats Bayern. Ich heiße Siegfried Ratzinger, bin vom Wasserwirtschaftsamt Deckendorf und dort zuständig für Planung und Bau von Hochwasserschutzanlagen. Gemeinsam gehen die beiden auf Spurensuche. Wie in vielen Orten prägen Asphalt und Beton das Stadtbild. Das versiegelt die Böden. Oft stehen die Häuser nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Besonders problematisch ist der Bach selbst. Sein Hochwasserschutz wurde in den 1950er Jahren gebaut.
Damals dachte man, er wäre ausreichend, um den kleinen Bach mitten durch den Ort zu leiten. Wenn ich das Hochwasser habe, das heißt, es soll meandrierend, also ein sich schlängelnden Gewässer kommt, breit in der Fläche, das fließt noch relativ langsam, auch durch einen rauen Bewuchs begünstigt, dann kommt es hier in so einen Trichter rein, wo die Mauern im Endeffekt das Wasser fassen und dann zusammenführen, steigt dann in der Höhe und dann wird auch der Abfluss wesentlich schneller. Ich habe hier keine Kurven mehr, keine Krümmungen mehr, sondern es ist eng gefasst und mehr oder weniger eine Schussrinne. Klar wird, zu den Ursachen für das Hochwasser gehören die Bausünden der Vergangenheit. Der Klimawandel wird diese Gefahr noch verstärken, nicht nur in Simbach. Es braucht also einen zeitgemäßen Hochwasserschutz. Damit Siegfried Ratzinger diese Baumaßnahmen sinnvoll planen kann, muss er verstehen, was ist im Juni 2016 genau passiert. Er holt sich Experten der Universität für Bodenkultur Wien dazu. Mein Name ist Johannes Hübel. Meine Aufgabe ist es, extreme Ereignisse zu verstehen, zu analysieren und daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Die Experten aus Wien sind 2016 bereits in Simbach vor Ort. Da sind Wasser und Schlamm noch nicht aus den Straßen der Stadt verschwunden und die Schäden noch längst nicht beseitigt. Schon damals sammeln sie Informationen zum Hochwasser. Und sie sprechen mit den Menschen vor Ort. Die Schwierigkeit ist, einen Überblick zu bewahren, was alles wo passiert ist. Weil es waren ja sehr viele Stellen, wo eigentlich bei diesem Ereignis etwas geschehen ist. Es war ein großes Puzzle und das haben wir zusammensetzen müssen. Ne? Ihre Quellen sind Wetterdaten, Niederschlags- und Abflussmengen, Bodenbeschaffenheit, Bodenbedeckung, Erosionsflächen, Fotos und Augenzeugenberichte. Das alles berücksichtigen sie in ihrer Analyse. Denn bei so großen Ereignissen gibt es nicht nur einen Aspekt, der schuld an der Katastrophe ist. Also es passiert was und es stoßt was anderes an und dadurch wird das Ereignis wieder größer, das löst wieder was aus. Und also es ist so eine Schleife oder eine Spirale, die sich dreht und wo das Ereignis immer größer wird. In der Simulation können die Forscher nun genau sehen, wie sich der Katastrophentag in Simbach abgespielt hat. Wenn das Ereignis eine halbe Stunde länger gedauert hätte, dann waren noch einmal der Abfluss vielleicht um ein paar hundert Kubikmeter pro Sekunde angestiegen. Also das war dann nur mehr Weltuntergang. Durch den Klimawandel werden sich Starkregenereignisse und Hochwasser häufen. Die Daten von 2016 helfen, eine aktualisierte Bemessungsgrundlage für Simbach zu berechnen. Sie bezieht sich auf ein Hochwasser, das statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Die Basis für einen besseren Hochwasserschutz. Ich brauche, dass ich Flächen frei habe. Man sieht es auch in Simbach, oder? Dass ich einfach Gebäude sozusagen räumen muss, damit ich dem Bach wieder einen Platz geben kann. Und genau dieser raumordnerische oder raumplanerische Aspekt ist wahnsinnig wichtig, weil da kann ich mir meine Reserven schaffen. Simbach ist nur ein Beispiel. Denn viele Gewässer in Deutschland haben nicht genügend Platz. Im Bayern-Atlas kann jeder online fast bis auf das einzelne Haus genau erkennen, wann und wie häufig ein Gebiet vom Hochwasser betroffen sein könnte. Das hilft auch Stadtplanern, präziser zu planen und hochwassergefährdete Gebiete gar nicht erst als Baugrund auszuweisen. Seit Jahrhunderten leben die Menschen mit den Naturgewalten von großen Flüssen wie dem Inn. Und sie versuchen, ihn zu beherrschen. Im 19. Jahrhundert wird er begradigt, kanalisiert und eingedeicht. Das dient vor allem der Landgewinnung und dem Hochwasserschutz. Doch das Gewässer wird schneller. Im Einklang mit der Natur ist das nicht. Auch nicht der Bau der 4 Staustufen für das Wasserkraftwerk. Immerhin aber hat sich dort die Fließgeschwindigkeit des Inn deutlich reduziert. Über die Jahrzehnte konnte sich so auf 55 Kilometer Länge eine Auen- und Flusslandschaft entwickeln. Heute ist sie für viele Tiere und Pflanzen wertvoller Lebensraum. In Simbach ist der kleine Bach heute jedoch das größere Problem. Klaus Schmidt und Siegfried Ratzinger müssen den Hochwasserschutz anders denken als bisher.
Das fängt schon mitten in der Stadt an, zum Beispiel mit den Brücken. Der Bach hat nicht sehr viel Platz, wenn man jetzt da sich vorstellt, also ein paar Baumstämme, die daherkommen. Wie wenig Platz er tatsächlich hat, sieht der Experte deutlich, wenn er im Bachbett ist. Und dann habe ich genau in diesem Abschnitt diesen Brückenkörper drin, der den Abflussquerschnitt nicht nur seitlich einengt, sondern zusätzlich nochmal von oben. Also ich muss einen Kopf einziehen, wenn ich durchgehe. Und da ist natürlich dann auch klar, dass wir genau hier die Situation haben, wo dann Treibzeug, gerade größere Äste, Baumstämme oder so, sich sehr schnell verkeilen und dann dazu führen, dass der Abflussquerschnitt komplett verstopft wird. Genau diese Brücke wurde beim Hochwasser 2016 für die Familie Braumiller zum Verhängnis. Trotzdem wollen sie ihr Zuhause und ihre Bäckerei am Bach nicht aufgeben. Also man weiß, dass es jederzeit wieder kommen kann. Und trotzdem bleibt man bei seinem Zuhause. Elke Braumiller ist in der Bäckerei groß geworden. Schon seit 1938 gibt es den Familienbetrieb. Vater Hans steht noch heute mit seinen 77 Jahren in der Backstube. Dass es die Bäckerei nach der Hochwasserkatastrophe heute überhaupt noch gibt, grenzt für sie an ein Wunder. Mein Vater hat frische Makronenschnitten gemacht. Und ja, das Blech muss er jetzt unbedingt noch retten. Und das wollte er tatsächlich jetzt noch holen. Und das Wasser ist ihm aber dann auch schon bis zum Bauch gestanden. Und indem, dass er das rausgetan hat, hat man es bloß noch knacken gehört. Und die ganze Theke, die ganze 8 Meter lange Theke, ist nur in einem Stück zu hoch. Und dann sind die Fenster gebrochen. Und dann ist er erst richtig klar, es ist vorbei. In der Bäckerei sind alle Geräte zerstört. Überall sind Wasser und Schlamm. Allein der finanzielle Schaden mehr als 1 Million Euro. Es war alles einfach nur weg. Weg. Deine ganze Kindheit ist weg. Ich bin ja auch in dem alten Laden aufgewachsen. Ja, aber ist alles weg. Zunächst lebt die Familie von der Substanz, baut auch mit staatlichen Hilfsgeldern die Bäckerei an der gleichen Stelle wieder auf. 1,5 Jahre dauert es, bis der Laden wieder läuft. Doch ihren Standort wollen sie trotz der allgegenwärtigen Gefahr und ihrer schrecklichen Erfahrungen nicht aufgeben. Etliche Gebäude in Simbach stammen noch aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Stolz sind sie hier auf das historische Stadtbild. Für den künftigen Hochwasserschutz ist das eine Herausforderung. Dieses Gerinne ist ausgelegt auf 60 Kubikmeter pro Sekunde. Bemessungshochwasser neu hat ja 115 Kubikmeter. Das heißt im Endeffekt, wenn ich den Bestand hochziehen müsste, dann würde das wurde doppelt so hoch. Im Endeffekt, das, was ich unten habe, geht jetzt noch rauf und dann hätten sie eine geteilte Stadt. Damit das nicht passiert, haben Siegfried Ratzinger und seine Kollegen ein grundlegend neues Konzept für den Hochwasserschutz in Simbach entwickelt. Hier im Einlaufbereich haben wir auch die Möglichkeit, insgesamt den Querschnitt entsprechend aufzuweiten. Schon in der Planungsphase sind die Bürger beteiligt. Das soll für mehr Akzeptanz sorgen, denn das Stadtzentrum wird sich deutlich verändern. Viele Häuser waren nach dem Hochwasser 2016 so beschädigt, dass ihr Wiederaufbau kaum mehr möglich war. Für die bevorstehenden Baumaßnahmen bietet das neue Chancen. Denn der Freistaat Bayern konnte sie zum Teil kaufen und hat die Eigentümer mit dem Grundstücks- und Gebäudewert vor der Katastrophe entschädigt. Also aus unserer Sicht macht es eigentlich nur da Sinn, Häuser zu erwerben, wo ich dann mehrere nebeneinander erwerben kann, sodass sich den Gewässerlauf insgesamt verbreitet. Wenn ich jetzt nur punktuell einzelne Grundstücke habe, dann bringt mir das in der Regel wenig. Und wenn man hier so in die Fläche reinschaut, ist das hier natürlich schon ein Schlüsselgrundstück. So bekommt der Simbach im Stadtzentrum mehr Platz. An seinen Ufern sollen Ruheoasen entstehen. Der Bach wird aus seinem starren Betonkanal genommen und die Natur wird wieder erlebbar. Bei dem Rinnsal zwischen den hohen Mauern ist das bisher nicht möglich. Die Brücke bei der Bäckerei Braumiller wird erhöht und verbreitert.
Bei Hochwasser bedeutet das einen deutlich höheren Abfluss und der Durchlass verstopft nicht mehr so schnell. Wenn das alles jetzt dann nach drüben versetzt wird, also wird ja alles von uns in Stadtmitte gesetzt, also wir haben mehr Platz jetzt bei uns dann da, alles begrünt. Ich brauche nicht einmal viele Bäume oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so eine schöne Ruhezone. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Auch vor dem Heimatmuseum soll der Simbach wieder meandern können. Das Problem? Dort liegt ein unterirdisches Regenüberlaufbecken, auf das nicht verzichtet werden kann. Auch das muss in einem neuen Hochwasserschutzkonzept berücksichtigt werden. Da läuft dann später einmal der Kanal rein. Die Lösung der Ingenieure? Sie bauen das Regenüberlaufbecken mit gleicher Leistungsfähigkeit an anderer Stelle neu. Am Stadtbild wird sich also vieles verändern. Für die Menschen aber bedeutet das mehr Sicherheit, auch dort, wo sie jetzt leben. Dem Wasser mehr Platz geben, Häuser an anderer Stelle neu bauen. Maßnahmen, die helfen können. Das geht aber nicht überall. Bamberg liegt zwischen den beiden Regnitzarmen. Weil es hier reichlich Wasserläufe gibt, wird die Stadt auch Fränkisches Klein-Venedig genannt. Sie ist Weltkulturerbe. Ihr historischer Kern zählt zu den größten zusammenhängenden Altstadtzentren Europas. Kommt es aber zu Starkregen, kann das zum Problem werden. Mein Name ist Achim Welzel, ich bin Stadtplaner in Bamberg und es gilt, unsere Stadt fit für Extremwetterereignisse zu machen und klimaresilient aufzustellen. Denn mehr als rund 70 Liter pro Quadratmeter in der Stunde kann die Kanalisation nicht verkraften. Der Versiegelungsgrad der Stadt ist einfach relativ hoch. Das ist historisch gesehen, gerade bei uns im Weltkulturerbebereich, ist es ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber bei Niederschlagsereignissen ist es einfach ein Problem, weil der Niederschlag nicht mehr versickern kann. Insbesondere bei Extremwetterereignissen, mit denen wir jetzt immer wieder konfrontiert werden. Und insoweit wird es darum gehen, die Stadt als eine Art Schwamm zu nutzen. Wie aber soll das funktionieren in einer Stadt, deren Wurzeln zurück bis ins 12. Jahrhundert reichen? In der 2000 denkmalgeschützte Gebäude auf etwa 250 Hektar Fläche stehen und man sie nicht einfach an anderer Stelle neu aufbauen kann. Das will Achim Welzel zusammen mit seiner Kollegin Christina Dietz und Tobias Schenk vom Umweltamt herausfinden. Wenn Bamberg ein Schwammstadtkonzept in seiner Stadtplanung umsetzen möchte, müsste es generell mehr Grün im Zentrum geben. Diese ganzen großen Flächen haben ja schon noch sehr viel Potenzial irgendwie. Wird neu gebaut oder saniert, müssten künftig Pufferzonen für Starkregenereignisse geschaffen werden. Aber auch das braucht Platz. Hamburg zum Beispiel schafft mit einem Klimaplan und Klimaschutzgesetz die Rahmenbedingungen für mehr Natur in der Stadt. Seit 2014 gibt es hier eine Gründachstrategie. Langfristig sollen mindestens 70% der Dächer bei Neubauten und, wo es geht, auch im Bestand begrünt werden. Ein Konzept, das auch andere europäische Städte verfolgen. Begehbare Grünflächen wie Sportplätze verbessern das Stadtklima und helfen, die Spitzen von Starkregenereignissen abzufedern. Also im Grunde genommen muss man nicht mehr darüber nachdenken, wie leitet man das Wasser weg, sondern wie geht man mit dem lokalen Niederschlagsereignis lokal auch um. Und im Bestand, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, denn gerade im Weltkulturerbebereich hier bei uns in Bamberg, da fällt es natürlich äußerst schwer, solche Maßnahmen anzudenken. Schwierig, aber nicht unmöglich. Denn wenn sich Achim Welzel und Tobias Schenk in ihrer Stadt umsehen, gibt es durchaus Möglichkeiten. Im historischen Stadtzentrum könnten asphaltierte Flächen entsiegelt werden. Dort, wo das gar nicht geht, helfen begrünte Pflanzgefäße zumindest einen Teil des Regenwassers aufzunehmen. In Neubau- und Sanierungsgebieten kann bereits von Anfang an ein Gründachkonzept berücksichtigt werden.
Und Freizeitflächen, wie zum Beispiel ein Kinderspielplatz, könnten doppelt genutzt werden. Wären sie tiefer gesetzt, könnten sie bei Starkregen auch als Regenauffangbbecken dienen. Im Grunde genommen erfinden wir das Rad ja nicht neu, sondern es gilt einfach, Aspekte wieder heranzuziehen, die die Natur im Rahmen ihrer natürlichen Bodenfunktion schon bietet. Und die wieder stärker in den Fokus der Stadtentwicklung zu implementieren und sich tatsächlich daran noch stärker zu orientieren, als wir das bislang bereits schon gemacht haben. Noch steckt das Projekt Schwammstadt in Bamberg in den Kinderschuhen. Doch der erste Schritt ist getan. So ein Konzept gibt es für Simbach am Inn noch nicht. Das Problem hier ist aber nicht nur das Wasser des eigenen Baches, der mitten durch den Ort fließt. Es fängt schon lange vorher an. Denn der Simbach speist sich aus 3 Bächen. Auch sie haben bei Starkregen Hochwasser. Es spielt also das gesamte Gewässernetz eine Rolle. Denn sogar kleine Rinnsale mit Hochwasser, die in einen Bach münden, können eine Flut auslösen. Das ist also das große Anliegen, dass man das Problem eigentlich vorher schon löst, bevor das Simbach Hochwasser führt, dass diese Bäche renaturiert werden, dass man da also so gut wie möglich vorsorgt, dass der Simbach kein Hochwasser bekommen kann. Es geht also nicht nur darum, was im Ort anders gebaut werden soll. Wichtig ist auch, dass das Wasser in die Fläche gelangen kann, bevor es die Stadt überhaupt erreicht. Ist der Boden allerdings gesättigt, kann auch eine Auenlandschaft kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen. In weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen können dann Flutpolder oder Hochwasserrückhaltebecken helfen. Einer der größten in Bayern, der Silvensteinspeicher. Er fasst rund 125 Millionen Kubikmeter. Seit 1959 schützt er dicht besiedelte Städte entlang der Isar vor Hochwasser. Bad Tölz, Landshut und vor allem München. Ich bin Tobias Lang, bin zuständig für Bauwerke wie den Silvensteinspeicher, dafür, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und den heutigen Standards entsprechen. Tobias Lang kümmert sich auch um den Windachspeicher bei Finning. Es ist einer von 25 staatlichen Wasserspeichern in Bayern. Anfang der 1960er Jahre wurde er gebaut. Sein Volumen rund 4 Millionen Kubikmeter Wasser. Bei Hochwasser sind dadurch 4 Gemeinden mit knapp 10.000 Menschen vor den Fluten geschützt. Doch das Bauwerk ist in die Jahre gekommen. Wir rechnen auch die nächsten Jahrzehnte nicht mit größeren Zuflussmengen, auch nicht mit höheren Wasserständen im Speicher. Insofern ist alles eigentlich gut. Das Problem sind eher bewegliche Teile. Bewegliche Teile können versagen, sowohl die Antriebe als auch die Klappe selber. Und das entspricht heute nicht mehr den Vorgaben der DIN. Das war in den 60er Jahren, als man das geplant und gebaut hat, anders. Der Windachspeicher braucht also ein neues Auslassbauwerk. Gemeinsam mit Arndt Hartlieb von der Versuchsanstalt in Obernach hat Tobias Lang ein neues Konzept entwickelt. Detailgetreu haben die Forscher der TU München die Konstruktion im Maßstab 1:15 nachgebaut. Das Ziel? Ein bis zu 100-jährliches Hochwasser darf den Speicher nicht zum Überlaufen bringen. Heute testen sie das Modell zum ersten Mal. Die runde Kante wird erst überströmt, wenn der Speicher voll ist. Das klappt. Und selbst wenn es ein noch stärkeres Hochwasser gibt, darf das Wasser nur kontrolliert in die Fläche abgeleitet werden. Und jetzt könnte man halt schauen, was jetzt passiert, wenn wir die Lüftungen zumachen, die Lüftungskamine. Diese Lüftungskamine sind eine Besonderheit von Bauwerken wie dem Windachspeicher. Sie dürfen auf keinen Fall verschlossen sein. Sonst entsteht ein Unterdruck und der Abfluss funktioniert nicht mehr problemfrei. Im schlimmsten Fall bedeutet das großflächige und unkontrollierte Überschwemmungen in den unten liegenden Ortschaften. Wenn es den Speicher nicht gäbe, würde sich eine Flutwelle von über 50 Kubikmetern durch das Windachtal wälzen, so wie es bis in die 60er Jahre war, als diese Talsperre gebaut wurde. Und unser Ziel ist, das Hochwasser aus einer
spitzen, schnellen Welle umzuformen in eine langsame, sachte durch die Ortschaften fließende Welle. Wir beherrschen das Hochwasser, sodass nur noch zwischen 15 und 20 Kubikmetern durchfließen. Auch das ist natürlich Wasser, aber es entstehen keine Schäden in der Ortschaft. Technische Bauwerke können also gefährdete Orte schützen. So können Menschen trotz Hochwassergefahr dort wohnen bleiben, wo sie schon seit Generationen leben. Was aber, wenn es keine technischen Lösungen gibt? Wenn der Platz nicht da ist, den ein Gewässer bräuchte? So wie in Simbach am Inn. Dann müssen Klaus Schmidt und Siegfried Ratzinger die Menschen auch mit unbequemen Gedanken konfrontieren. Bestehende Häuser müssen weichen. Nur so kann für die gesamte Stadt ein besserer Hochwasserschutz gebaut werden. Auch das Haus von Familie Seeburger wurde abgerissen, um dem Bach mehr Platz zu geben. Wir waren noch voll der Meinung, wir richten das Haus wieder her, wir bauen das wieder auf, wir putzen wieder alles. Aber es ist keine Chance bestanden, weil alle Häuser haben weg müssen. Ja, dann haben wir gesagt, na gut, aber da kommt wieder einmal ein Hochwasser. Dann sind wir vielleicht froh, wenn wir es auch nicht mehr erleben. Am Ortsausgang ist der Simbach an seiner Mündung in den Inn bereits heute aus dem kanalförmigen Gerinne befreit worden. Teile des Geländes sind als Territorium für Jungfische tiefer gelegt. Und Innfische können hier wieder laichen. Eine Baumaßnahme, die sowohl den Menschen als auch der Natur hilft. Und nach wird sich auch hier ein neues Biotop entwickeln können. Simbach hat leidvoll aus der Katastrophe gelernt. Noch ist der Hochwasserschutz für die Stadt nicht fertig gebaut. Das wird wohl noch 7 bis 8 Jahre dauern. Man wäre ja nie draufgekommen, an der bestehenden Situation irgendwas zu ändern, wenn dieser 1. Juni im Jahr 2016 nicht gewesen wäre. So hat es also sicher trotz allem Leid und trotz allen Tränen, die geflossen sind, auch eine gewisse positive Seite, weil man ganz einfach weiter fortkommt und für die Leute einfach was Positives machen kann, für die Sicherheit, für die Natur und für die Entwicklung der Stadt. Das muss halt jetzt sein, das ist ganz klar, dass das jetzt einfach, ja, eine Baustelle ist nie was Schönes. Aber was man auch immer im Hinterkopf behalten muss, das ist letztlich ein Bekämpfen eines Naturphänomens und ich habe hier eine begrenzte Wirkung und irgendwann werden wir auch hier ein Hochwasserereignis haben, das wieder so groß ist, dass die Anlagen wieder zu gering bemessen sind. Und das ist das, was man eigentlich wünscht, dass man das auch hier in Simbach, wie in anderen Orten auch, immer im Hinterkopf hat und entsprechend angepasst arbeitet, angepasst lebt und auch vorbereitet ist und auch immer weiß, es kann irgendwann einmal zu viel werden. Es gibt kein Patentrezept, wie wir in Zukunft richtig bauen. Es sind viele Bausteine. Nicht jeder passt für jedes Gewässer, für jeden Ort, aber es gibt Möglichkeiten, Menschen besser vor Starkregen und Hochwasser zu schützen und Flüssen und Bächen wieder mehr Platz zuzugestehen. In Simbach haben die Menschen den Mut zur Veränderung. Dafür braucht es ein kollektives Hochwassergedächtnis und vor allem den Respekt vor den Kräften der Natur.